So, servus und Habitäri zu einer neuen Folge Warlegs vom Viva la Movilusion Podcast. Und zwar sind es unsere Warlegs vom September. Und mit mir im virtuellen Studio sind der Kani. Habitäri. Servus. Und der Corby. Hallo Mike. Grüß dich. Und wir reden heute drüber, was uns im September bewegt hat. Und ja, der Kani kann anfangen. Wie schaut's aus? Was hat dich im September alles bewegt? Ich habe da brutal viel. Oh nein. Okay, dann machen wir. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Warlegs gehabt, wie ich heute habe, ohne Scheiß. Oh Ich hoffe, dass kurz sind. Und ich hoffe, dass kein Wurst dabei ist. Diesmal. Ja, bitte nicht. Jetzt letztes Mal nach der Augapfelgeschichte hat mir einer von unseren Hörern geschrieben, dass ich mir jetzt einen Leberkass versaut habe. Geschrieben, der scheiß Penner, jetzt friese ich gerade alle paar Wochen, oder gesagt, und jetzt hat mir das eine Mal, oder das zweite Mal auch noch versaut. Ja, weil anderen in der offiziellen Zutatenliste steht ja nichts für Augapfel, die schmeißen sie gerade ein, wenn sie es über haben. Ah ja, okay. Jetzt fangen wir schon wieder davon an. Als erstes habe ich aber Corby und ich müssen wir uns gegenseitig geißeln, weil wir gesagt haben, dass wir bei Crank Amy Smart ihre Busen nicht sagt, aber das hat nicht gestimmt, Corby. Was? Bei der Sexszene ein kurzer Nippelblitzer der linken Titte. Na, Linky hat rausschauen dürfen. Die linke, auch noch richtig gemacht, weil es heißt, da habe ich außer mit der linken und sie haben die linke außer da. Das hat die klassische genau Linke. Die Amy Smart, das ist einfach eine richtig smarte Frau. Brutal, aber das ist ja so schnell gegangen, da wenn du kurz einmal ins Bierglas reinschaust, dann hast du den Busen schon übersehen. Also da kann man uns keinen Vorwurf machen. Wie hast du das herausgefunden? Mir hat ein fleißiger Hörer namens Flo darauf hingewiesen. Dann vielen Dank an den Flo. Ja, das war echt cool. Den sage ich am Freitag, dann kriegt er ein Bierli von mir dafür. Das ist super. Er hat mir sogar einen Screenshot geschickt dann, beziehungsweise hat er googelt und hat mir dann die Beweisbeitel geschickt und dann habe ich es noch nicht geglaubt und habe dann auch noch mal extra einen Film eingeschmissen und langsam laufen lassen. Dann habe ich mal 5 Minuten auf Pause lassen und habe mir das angeschaut. Und dann hast du dich erstmal wieder umgezogen. Umgezogen, sagen wir es so. Umgezogen, okay. Genau. Dann haben wir nur ein Warleg, ich weiß gar nicht, ob das ein Warleg geil oder ein Warleg scheiße ist, aber wir sind mal vor Zeitl auf Facebook, hat uns einer als seriöse Filmseite bezeichnet. Ja, spinnt's das Leid. Seit wann? Ich weiß jetzt auch nicht. Jetzt machen wir es doch lang genug und hätten wir fake nur Möglichkeiten gehabt, dass wir es beweisen, dass wir das nicht sind. Also mag ich nur mehr hören. Sowas. Ich stelle die These auf, der hat einfach unseren Podcast noch nie gehört. Ja, aber ich meine, allein unsere Posts, die sprechen doch dafür, dass wir kein Meter seriös und ernst zu nehmen sind, oder? Naja, oder es ist Wunschdenken. Weißt du, das die Leute wollen langsam, dass wir seriös werden. Das kann da sein, weil es gibt ja keine Gescheiten, gell? Aber da müssen sie aber ganz schön lang warten. Das stimmt. Also erstmal müsst lang warten, aber es gibt halt wirklich keine Gescheiten, weil wenn ich mir die ganzen Bildzeitungsverschnitte anschaue, die umeinander laufen und mittlerweile nur noch mit irgendwelche beschissenen Clickbaits versuchen, ein bisschen was zu generieren, siehe Kino.de und Moviepilot, dann kann ich es verstehen, dass der Schrei nach einer ernstzunehmenden Filmseite laut ist, aber leider ist es bei uns auch falsch. Leider ist es bei uns auch komplett falsch. Ach du, also ich hab nichts dagegen, wenn wir uns einfach so bezeichnen. Ich meine, wir sagen ja, wir sind der beste Podcast der Welt. Aber das stimmt ja. Ach, stimmt, ja. Das ist Tatsache. Das hat aber nichts mit Seriosität zu tun. Das ist ja, man kann ja man kann der Beste sein, ohne dass man ernst ist. Okay. Dann habe ich noch ein schnelles Warleg geil einzwicken müssen, weil ich und der Corby wollten mir vorher noch was aufnehmen, da habe ich auch keine Zeit mehr gehabt, also habe ich noch was anschauen können. Heute ist Star Wars Visions rausgekommen, diese Kurzfilme im Star Wars Universum gemacht von den japanischen Anime-Studios. Von den 9 Folgen habe ich jetzt schnell noch 6 durchgeballert und das ist richtig, richtig geil geworden. Die dauern immer gerade so zwischen 13 und 20 Minuten, läuft schön nebenbei durch, richtig cool. Also wer Star Wars was abgewinnen kann und Anime was abgewinnen kann, ist da absolut richtig, weil das obergeil ist. Coole Geschichten und coole Zeichenstile. Vor allem die erste Folge, die schaut so gut aus, dass ich mir an jeden Frame als Poster ins Zimmer hängen möchte. Wie ist es dann? Ist das ein durchgängiger Stil oder ist da jede Folge anders gezeichnet? Jede Folge anders, weil ich glaube, dass da sogar für jede Folge andere Zeichner und Studios verantwortlich sind. Mhm, okay. Aber sehr cool, danke mir voll. Ein weiteres Warleg, hätte ich gerne eine Folge drüber aufgenommen, schaffen aber glaube ich nicht mehr, darum heißt da schnell eine, Corby und ich, haben uns im Kino Malignant angeschaut, den neuen James Wan-Film. Den habe ich als Warleg.
Hast du auch dabei, okay, dann bin ich ja Hab dann ich gespannt, als was du dazu sagst, weil ich sag, Wolleck ist der geil, weil das ein Twist am Ende war, dass man bald die Löffel davor gehauen hat. Das war so geil. Mit sowas rechnest du einfach nicht und es ist einfach so geil gewesen und an sich der ganze Film, der hat ein cooles Cello, 80s Flair und am Ende geht's halt voll ab, da ziehen die Gewaltspitzen, oh wie scheiße, der Twist ist einfach nur, dass du einen Schelz reißt und du denkst da, ja geil, einfach nur geil wieder mal. Ja, und da ist in dem Wolleck nur ein Wolleck und zwar im Kinosaal war einer drin, der bei dem Twist sie gar nicht mehr erfangt. Also die Faust nach oben gestreckt, na, das darf ja wohl nicht wahr sein, das haben sie nicht gemacht, oder? Na! Das gibt's nicht, what the fuck? Und wirklich 5 Minuten später hast du immer nur so vor sich hin flüstern gehört mit, oh krass, ey, das gibt's ja nicht. Ich habe auch noch nie einen gesehen, der so ausflippt wegen einem Twist im Kino. Ich glaube, das letzte Mal bei so wird es ja so gewesen sein beim ersten. Das war irgendwie so geil. Also es hat uns nur Minuten später amüsiert und also wenn ihr den Film denkt, dann muss ich den Typen denken, nach links und nach rechts hat er geschaut, na, das gibt's doch nicht, das darf ich wohl nicht was sagen, na, und immer wieder total entgeistert hingeschaut. Dann sieht's aus, Christen hintergeschmissen. Ja, genau. Absolut geiler Typ. Aber es war positiv gemacht von ihm, also weil der Twist echt richtig cool ist. Ja, mit dem rechnet keiner. Vor allem, dass man kann sich vielleicht ein bisschen was denken, aber dass es dann so umgesetzt wird, so geil, kreislig, Weltklasse. James Wan, bleib einfach geil beim Horrorgenre und mach nie wieder einen Fast and Furious Film. Aber bleib bei den Horrorfilmen, weil mir hat noch kein einziger Film von dem enttäuscht, was er in dem Genre gemacht hat. Das stimmt. Ich hoffe halt, dass der noch was ordentlich einspielt. Also zumindest ich darf es ihm echt gönnen, weil der ist jetzt erst vor kurzem, glaube ich, auch in die USA gelaufen und sein Budget hat er noch nicht drin. Und das Budget war bei 40 Millionen. Das ist aber nicht viel. Ehrlich, 40 hat er gehabt. Jetzt ist er aktuell bei knapp 25. Scheiße. Puh. Da müssen Chinesen wieder kommen. Wenn er bei denen anläuft, dann ab durch die Decke. Aber haben die nicht irgendeine Zensur, was... Ah, nein, das ist was anderes. Ah, vergiss. Nein, sie haben sicher irgendeine Zensur, wahrscheinlich genug davon. Aber weil ich ja gerade gesagt habe, das letzte Mal so angesprochen habe, mein nächstes Wolleck ist das ein Scheißtrick. Saw Spiral. Nicht der ganze Film, sondern nur dieser gottverdammte Chris Rock. Ich habe den Film im O-Ton schon gesehen und seine Stimme, seine echte Stimme, die hat für mich den Film noch schon so kaputt gemacht, dass ich überhaupt nicht mehr aufpasst habe, weil mir das howie piepsige umeinander geschrien von dem, ich habe die ganze Zeit gemeint, ich bin in irgendeinem Sketch. Ich habe das nicht für ernst nehmen können und nicht für voll nehmen können, und habe mir gedacht, gut, gib's ihm noch mehr Chance auf Deutsch. Geht los, schwarz, dann denken wir so, besser. Dann hören wir weitere 5 Sätze oder denken wir so, ja, aber die Stimme, die passt halt überhaupt nicht zu ihm und ist auch scheiße. Und dann habe ich mir aber mehr auf sein Schauspiel konzentrieren können und das ist, ich habe schon lange nicht mehr so ein schlechtes Overacting gesehen wie in dem Film. Ja, leck mich doch am Arsch, wie kann man denn so beschissen spielen? Was ist denn mit ihm? Hat er gemeint, dass das gut ist oder hat er keine Lust gehabt oder haben sie gesagt, übertreibe? Ich weiß es einfach nicht. Im Großen und Ganzen er ist selber Produzent, der kann machen und da was er will. Da hat er selber sich davon abgewichst wahrscheinlich. An sich, so Spiral, ich fand ihn cool, ist aber der schwächste Fall, ich bin aber an sich absoluter So-Fanboy, aber der hier hat einen coolen Twist und eine coole Geschichte, aber an der Geschichte sind halt so viele Störfaktoren dabei, wie das Drumherum, was aufgebaut wird, dieses scheiß Revier und er ist der Einzelkämpfer, alle hassen ihn in dem Revier. Das hast du halt alles schon 100.000 Mal gesehen und 100.000 Mal besser als das, was sie da gemacht haben. Die komische Polizeichefin, die kann auch nicht schauspielern, die haben sie auch aus der nächsten Bäckerei, wo sie einen Kaffee gekauft haben, mitgenommen, weil der richtige Schauspieler krank geworden ist. Und dann die Dialoge, die sind so unterirdisch, also da war echt, aber dann kommen die Fallen, dann denkst du wieder, ja okay, die Falle war jetzt schon cool. Wenn du drüber nachdenkst, dann ja okay, da hätte es ein wenig, das hätte blutiger sein dürfen, da hätte man draufgehalten werden dürfen. Das ist eine sehr, sehr maue Nummer, die ganze Geschichte. War denn dann das Ganze auf die anderen Filme auf? Nein, das wird nur immer mal erwähnt, also man sagt einmal ein Beutel vom alten Jigsaw und ansonsten wird es einmal erwähnt, dass es einen Jigsaw gegeben hat. Man hat mit dem Nachahmer halt dann zu tun in dem Film. Aber ja, war wie große Erwartungen, hätte mir mehr erwartet. Vor allem, die haben den ganz oft bei der MPAA einreichen müssen, dass sie Uncut durchgebracht haben. Da hätte ich natürlich schon darauf spekuliert, ob sie nicht dann eine Unrated-Version rausbringen da im Nachhinein, aber anscheinend ist da gar nichts angesetzt. Das ist ja wahrscheinlich gerade wieder ein riesiger PR-Gag gewesen, weil wenn ich mir die Fallen anschaue, da waren alle anderen Fallen, also das war halt, ja, weiß ich nicht. Eine war dabei, die war recht weit, da werden Finger ausgerissen. Aber das wird dann einmal gerade so kurz angeteilt, das sagt man nicht so richtig gut. Und der Rest, das ist alles so
ja, das ist so Larifari. Du denkst da zwar, natürlich möchte ich so nicht sterben, ist eh klar. aber ich möchte halt schon wieder sehen, wie einer drauf geht, wenn ich mir so anschaue. Wir haben in so 3 Leute platzen sehen und so, also da schauen wir uns lieber sowas an. Ja, genau, da gehe ich lieber wieder zu den Original 7 Teile. Der 8. ist auch okay gewesen, den habe ich auch mögen, der war bis zu Spiral für mich der Schwächste. Nein, stimmt nicht, der 7. war für mich immer der Schwächste, sowas. Aber jetzt hat Spiral abgelöst, ist ganz weit hinter die anderen Filme. Aber ja, schaut's nicht an, Leute, wisst ihr eh, einfach mal einrumpeln. Ich stelle mir das so vor, da kann ich am Set und schreit die ganze Zeit mit zum Chris Rock, Chris, du sprichst Scheiße! Und der Chris schreit zurück, lass mich, das ist mein Film! Ja, was haben wir nicht besser? Wie in dem Moment, wo angekündigt war, dass da der Chris Rock mitspielt, war das Ding für mich unter einem ganz schlechten Stern, weil das wirklich kein Schauspieler ist für einen Genrefilm. Seien wir nicht besser. Der kann seine depperten Komödien machen, aber alles andere, seien wir nicht besser. Ich habe eben gedacht, Scheiß gebe ich ihm, aber das, was ich bis jetzt alles gehört habe, bestätigt alles, was ich befürchtet habe. Ja, es ist echt, also Komödie, und jetzt kann er alles sehen, mit dem kann ich echt lachen, mit dem Vogel. Aber das geht überhaupt nicht. Ich glaube, er weiß nicht, wie man eine ernste Rolle spielt, weil das so eine übertriebene, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich bin ausgegangen von dem Kino und mir gedacht, das gibt's doch nicht, wie kann denn so ein Hollywood-Schauspieler so beschissen spielen? Das ist ja echt grausam. Ja, der hat gemeint, der kann es machen wie der Adam Sandler oder so, aber hat ihm nicht hingehauen. Ja, der Adam Sandler hat sich auch nicht kennen. Ich wollte gerade sagen, der Adam Sandler ist jetzt da nicht unbedingt die beste Referenz. Ja, ich weiß ja nicht, Uncut Gems und so, also ja, jetzt das war super, das war echt top, aber wie hieß der andere Film, der letztes Jahr rausgekommen ist, irgendwas mit Hubie Halloween. Ja gut, das ist ja wieder seit Deppel-Ding, also das ist ja wieder, das hat er voraus, dass nichts Ernstes nicht sein soll, das ist ja wieder seine Schiene à la Happy Gilmore und so, also das, da jetzt da damit nicht vergleichen. Nicht unbedingt. Corby versteht wieder nicht, von was wir reden, sein Start, Corby. Leckt's mich doch am Arsch. Und ich glaube, mein nächstes Warleck ist wieder ein Warleck geil. Ich glaube, fast genau vor einem Jahr habe ich ein ähnliches Warleck gehabt. Da haben nämlich Eskimo Callboy Hyper ausgebracht und jetzt fast ein Jahr später scheißen sie einen Eisler raus, so We Got the Moves. Und das ist wieder so eine Partybombe von Lidl, dass ich mich richtig frei, wenn ich so im Januar dann live anschauen kann, weil da glaube ich die komplette Zenithalle abbrennt. Wenn da erst das Hyper, dann das We Got the Moves läuft, dann da muss die Hütte brennen. Das geht nicht anders, Leute. Wieder ein richtig Weltklasse Partysong und das Video ist sowieso wieder geil. Also ich glaube, das wird unser Gruppenfaschingskostüm, so wie es da auskaufen. Macht wieder richtig Spaß. Wann haben wir Eskimo Callboy dann einmal als Gast? Die schreiben wir nicht zurück. Ja, dann. Ach, ich hab das wirklich probiert, oder was? Dann mach halt jetzt eine offizielle Ankündigung, dass du alle einlädst. Alle. Das sind 5. Bei Zencaster kannst du nicht so viel Leute mit einnehmen, oder? Okay, dann laut Ohren ein. Also, Aufruf an Eskimo Callboy. Wer von euch als erst schreibt, darf mitmachen. Die anderen haben leider Pech gehabt und der von beim besten Podcast der Welt nicht mitmachen. Also, seid schnell. Jetzt könnt ihr uns auf Insta schreiben. Bin immer am Start, schreibe ich gleich zurück, gell? In der Nacht. Immer. In der Nacht sowieso. Ich bin wach und schaue mir ständig eine Story so und warne dann langsam ein bisschen von mir hin, weil es nicht zurückschreibt. Gut. Okay. Was hast du denn sonst noch? Ich hab nur 2. Ich hau sehr relativ schnell, aber schaut's her, ich schaff 16, wo legst auf die Zeit, wo es ist, 2 verzeiht, das Fegel. Ich hab mit einem Kumpel das Spiel It Takes Two angefangen. Kennst du das, Corby? It Takes Two. Videospiel. Ist das nicht das mit dem Pärchen, das das irgendwie kurz vor der Scheidung steht oder sie die wollen sie scheiden lassen. Die Tochter findet das natürlich sautraurig und auf einmal wachen sie auf und sind beide Spielzeugpuppen von der Tochter. Du kannst es nur im Koop durchspielen und du spielst praktisch wie die wieder zueinander finden und das in einem so unglaublich schöner, charmanten Stil und so einen abwechslungsreichen Stil. Wir haben was weiß ich 4-5 Stunden damit da hingespielt. So viel Abwechslung habe ich schon lange nicht mehr im Spiel gehabt. Das geht über Jump'n'Run, über Shooter, Reiten, Fliegen, Beat'em Up, da ist alles mit drin und das ist echt brutal, das ist unglaublich fantasievoll, ganz viel Charme dabei und ab und zu auch wieder sehr traurige Szenen, wenn dann die Tochter wieder ein bisschen dran denkt, dass sie ihre Eltern vielleicht scheiden lassen und versucht, dass das vielleicht doch nicht dann. Wir sind noch nicht ganz durch, aber das ist echt, so geflasht war ich schon lange nicht mehr vom Spiel, das ich frisch eingelegt hat. Normal brauchst du immer ein bisschen, bis du sagst, okay, jetzt bin ich drinnen, aber da vor der ersten Sekunde unglaublich schönes Spiel. Und das kannst du eben, wie gesagt, nur zu zweit spielen. Wenn es bei euch daheim mit knistert und nicht mehr so läuft, also nicht mehr knistert und nicht mehr so läuft, dann kauft ihr euch It Takes Two, da kommt's wieder zusammen. Mit der alten.
Ja, das hat auf jeden Fall gute Bewertungen gekriegt und schaut ja auch von der Grafik her echt gut aus. Voll, wir haben es auf der PlayStation 5 jetzt gespielt bei ihm und also wie gesagt, das schaut super schön aus und es spielt sich ja unglaublich gut. Du bist sofort in der Steuerung drinnen, die geht unglaublich geschmeidig vor der Hand. Das ist wirklich sehr genau, wenn du da was eingibst, richtig geil. Also ich habe bis jetzt noch nicht einen einzigen Mangel feststellen können. Der einzige Mangel ist, man kann es nicht allein spielen. Das ist in dem Fall kein Mangel, weil es halt darauf ausgelegt ist, dass man sich allein spielen soll. Der Titel sagt es ja im Endeffekt auch schon, gell? Ja. Schön, sogar der Starzer, der Mike, der nicht spielt, der kapiert es, Korbi. Heute nervst du Ja, schon. ich meine, weißt du, die ganzen Singles, die jetzt zuhören und sie denken, jetzt endlich einmal hat der Kani wieder ein Videospiel erwähnt und ich kann es nicht spielen. Diskriminierung. Ja, aber dann sucht euch die Frau eurer Träume und sagt, kommt's vorbei, ich möchte euch was zeigen, spielen wir miteinander und ausnahmsweise nicht mit meiner Nudel, sondern mit dem PlayStation-Controller, sagt's dann. Und das ist so schön, die verlieben sie instant in euch, da garantiere ich. Und danach wird sicher Nudel gespielt. Oh Gott. Ja, du bist ein Beziehungsprofi. Alle. Ich schaue drauf, dass unsere Hörer mit der Nudel gespielt kriegen. Und die Hörerinnen, Gleiches Recht für alle. Ja, genau. Also egal wer uns hört, jeder wird dann mit dem bespielt, mit dem er gern bespielt werden möchte. Also, ja, es wird genudelt auf jeden Fall. Ja, genau, es wird auf alle Fälle genudelt. Und jetzt habt ihr eigentlich mitgekriegt, wie wenig dass ich mich heute aufreg? Ich habe halt überhaupt kein Walleck dabei, wo ich mich voll aufregen muss, bis auf den Chris Rock, aber das war auch noch in Maßen. Also das müsste man eigentlich auch mal lobend erwähnen, dass ich halt nicht ausflippe. Ja, weil du Odrunger bist, deswegen. Ja, wollen wir uns nur über den Wahlkampf unterhalten? Na, um Himmels Willen. Da muss ich mich nicht aufregen, da muss ich mir dann lachen, vor allem wenn ich über den Laschet nachdenke. Der ist ja sowieso der Allergeiler von alle. Ja, ich drücke gerne die Daumen, dass wir diesen gefährlichen, ganz, ganz gefährlichen Linksrutsch vermeiden. Da hat nichts Schlimmeres geben, gell? Da hat nichts Schlimmeres geben, auf gar keinen Fall. Ist auf alle Fälle so wichtig, dass wir Wahlplakate dazu brauchen, mit Linksrutsch vermeiden. Aber, wie gesagt, da reden wir jetzt nicht davon. Mein letztes Walleck ist ein Walleck geil und es geht einmal ein fettes Walleck an alle Bulldoggers aussehen, die auf der 20er hinfahren in der Früh und sagen, ich habe 800 Millionen Autos hinter mir und fahren dann tatsächlich rechts ran. Ich hab's letztes Mal zum zweiten Mal, glaube ich, in meinem Leben erlebt, dass einer auf Zeiten fährt und dann haben wir gedacht, die Leute müssen einfach mal gelobt werden, die das wirklich sehen. Hinter mir Kolonne, die müssen voran, ich fahr schnell rechts ran, warte mal schnell 3 Minuten, dann sind die meisten Autos vorbei, dann kann ich weiterfahren. Also 1000 Dank an euch, weil alle anderen, ich weiß nicht, was mit euch los ist, ihr seht, dass hinter euch von Landau bis auf Burghausen um mich staut und ihr denkt euch, nein, ich fahr jetzt nicht auf Zeiten, weil ich bin der coole Bulldogger-Fahrer, mein neuer John Deere gehört ausgefahren, schaut's nicht an von hinten. Ich wünsche doch jeder, dass euch die Ernte verdorrt, das muss euch doch bewusst sein. Fahrt's doch mal kurz auf Zeiten, oder? Das hat uns doch den gefallen. Ich muss in die Arbeit, ich bin wie spät dran. Ja, ist eine gute Sache. Ja, und vor allem die Stunt, das sind die wahren Helden der Straße. Das stimmt, ja. Oh. Das sind die übers Tempolimit entscheiden sollten dürfen. Und gleich hinten nachher noch die Leute, die das Reißverschlussverfahren kennen. Also es war an einem Tag eingefahren, Bullock fährt auf Zeiten, lässt uns vorbei und wir dachten, heute ist ein geiler Tag. Dann fahren wir in den Kreisverkehr rein, links und rechts alle, das war da, wo ich die gesehen habe, Mike in der Früh. Wenn du weißt, dass an dem Kreisverkehr zugegangen wie scheiße. Voll. Und dann tatsächlich in dem Kreisverkehr bleibt einer stehen, lässt den nächsten rein, fährt weiter und alle machen dieses Reißverschlussverfahren und es ist schön fließend dahingegangen. Ich bin da gesessen und denke, das kann nur geil werden heute der Tag und dann ist mir eingefallen, dass ich in die Arbeit fahre, dann war es doch nicht mehr so geil. Aber Riesendank an alle, die auf Zeiten fahren und alle, die das Reißverschlussverfahren beherrschen. Ich liebe euch und wenn Sie ich sauge euch das Auto aus, so einen Bulldogger. Solange ich nicht in Arbeit muss, ist das gut. Genau, solange ich nicht in Arbeit muss, sauge ich jetzt scheiß Auto im ganzen Simbach. Also mir ist das wurscht. Das war's von meiner Seite. Ich bin raus. Okay. Ich widme mich jetzt wieder meinem Gin Tonic. Dann tu jetzt einfach schnell weiter, weil ich da das mit dem Sono schnell aufgreifen, und zwar in eigener Sache. Und zwar da ich auf einen Podcast hinweisen, den ich aufgenommen habe zum Buch Inside Saw. Hört euch den bitte an und schaut euch das Buch oder kauft euch das Buch. Also macht's das. Ihr habt so richtig brutal viel Spaß bei dem Ding. Und wer auf die Saw-Filme steht, für das wird euer Bibel. Also das sind über 500 Seiten voll geile Informationen. Das ist das Überwallig. Also ich bin dermaßen überrascht, was das für ein Wälzer geworden ist und wie vollgespickt das mit unglaublichen Informationen ist. Ich bin wirklich begeistert. Hört euch das an und kauft euch das Buch, legt es euch unter den Weihnachtsbaum, legt es euch eine Liebsten unter den Weihnachtsbaum, stellt es euch ins Klo oder was weiß ich wo hier, dass jeder einen Tank kriegt. Volle Empfehlung, würde ich sagen. Sehr cool.
Voll, unbedingt. Was ist dein Lieblings-Saw-Film? Der Dreier. Bin ich dabei. Dreier ist der Beste. Ja, das war jetzt auch nicht schlecht. Der unangefochten bleibt da sowieso der Einser in meinen Augen, weil das halt einfach der Mindfuck schlechthin war, der Schluss. Aber wenn wir dann in die Splatter-Richtung gehen, dann bin ich bei Mike und sage der Dreier, weil bei uns im Kino haben es damals zwei Mädels aus dem Kino ausgewiesen, weil sie fix und fertig waren. Das erste nach dem Fußabbrecher und das zweite nach dem Fackelhäcksler. Fackelhäcksler war krass. Ja, und ich hab mir gedacht, wow, geil, Alter, das ist einfach cool, wenn sie in so einem Film drinnen sitzt und Leute werden ausgewiesen. Also, das war jetzt für mich einer der schlimmsten, weil, wo die eine in die Grube mit den ganzen Spritzen reingeworfen wird. Oh ja. Gott. Ja, die Spritzenfalle ist grob. Aber beim Dreier, der Gliedmaßenverdreher, Alter, das ist selbst, was mich komplett fertig macht. Das ist so grausam. Boah, und das schaut halt auch so weit aus, wenn die Knochen ausspringen. Boah, das darfst du nicht. Na, also der Dreier, der rockt. Aber was nicht so rockt, das ist The Unholy. Ich mache jetzt einfach schnell mal Sam Raimi Double Feature. Und zwar die Filme zwar nicht vom Sam Raimi 3, sondern von Ghost House Pictures. Eben auch The Unholy, ein Mystery-Film von 2021 mit dem Jeffrey Dean Morgan, den die meisten wahrscheinlich aus Grey's Anatomy kennen. Oder? Supernatural. Ja, stimmt, auch noch. Und bei Ding schaut er auch hin und wieder vorbei, bei Walking Dead habe ich mir sagen lassen. Ja, da hat er auch mir eingelunzt, stimmt. Genau, also The Unholy. Es wird quasi im Mittelalter eine Frau der Hexerei bezichtigt und wird am Scheiterhaufen verbrannt, nachdem ihr das Gesicht, also eine Maske, der der Jungfrau Maria ähnelt, aufs Gesicht genagelt wird. Ist das? Genau. Und dann spielt das Ganze in der Jetztzeit und wir verfolgen mal einen total hübsch fertigen Jeffrey Dean Morgan, der Reporter ist und eigentlich seine ganze Glaubwürdigkeit verschustert hat, weil er ein paar Artikel geschrieben hat, die gefaked waren. Im Endeffekt versucht er seinen Ruf wieder reinzuwaschen. Dann ist er in einer Kleinstadt und bekommt mit, dass eine junge Dame, die eigentlich ihr ganzes Leben lang stumm war oder taubstumm, auf einmal reden kann. Ja, und da wittert er natürlich die große Story und versucht quasi dem Ganzen ein wenig auf den Grund zu gehen und dann sieht man quasi, was es auf sich hat, warum das Mädel auf einmal wieder reden kann und rundherum im Dorf die ganzen Leute heilt. Das Teil das zirkt sich echt voll krass. Also ich mag zwar schon so 0815 Grusler, ich kann dem La Lloronas Fluch was abgewinnen und so, also wer mir wen kennt, 0815 Geisterfilme mag ich, aber der Unholy war unglaublich unspektakulär. Klingt jetzt aber eigentlich von der Handlung her gar nicht so verkehrt. Ja, das hätte ich auch gemeint, aber das war's halt auch schon. Also wenn du mit der Handlung so weit bist, von da weg zirkt er sich halt dann, weil er wirklich auf der Stelle tritt die ganze Zeit. Und die Atmosphäre ist halt absolut durchwachsen. Die Kreatur, die da noch mit auftaucht, die ist auch, aus der CGI-Hölle. Also das hat man auch schon mal besser gesehen. Also Jeffrey Dean Morgan kann auch nicht wirklich mit Charisma punkten, also von mir gibt's keine Empfehlung. Hilfe. Ja. Hätte eigentlich Bock gehabt auf den. Ja, auf was ich auch voll Bock gehabt hab, das ist Ghost House Picture Number 2 und zwar ist das Don't Breathe Teil 2. Den habe ich gesehen. Ja, der war wieder cool. Also er kann zwar nicht an den ersten Teil hinschmecken, weil der war oberspannend und auch ziemlich überraschend, wenn man dann an den Twist am Ende denkt. Im zweiten Teil ist es im Endeffekt so, dass der Fiesling aus dem ersten Teil, der Stephen Lang, der den Norman Northstrom spielt, jetzt der Gurdi ist. Also er hat ein Mädchen bei sich aufgenommen. Im Laufe des Films kommt dann auch auf, warum dass das Mädchen bei ihm ist und so. Auf alle Fälle brechen wieder ganz finstere Ganoven bei ihm ein. Nur diesmal nicht so halbstarke Teens wie im Einser, sondern bis an die Zähne bewaffnete Typen. Genau. Und er muss denen quasi den Chaos machen, weil es noch einen Chaos machen wollen. Es ist deutlich actionreicher, er ist auch brutal spannend. Er hat 2-3 Twists drin, wo ich gesagt hätte, okay, hätte jetzt so twistig hätte ich es jetzt gar nicht braucht. Wegen, bodenständiger hätte es mir jetzt auch gelangt. Aber der Don't Breathe 2 verhält sich zum Einser wie ein Mann sieht rot mit Ein Mann sieht rot Teil 2. Ab Teil 2 haben die Canon-Films dann die Hand auf Ein Mann sieht rot gehabt und aus dem gesellschaftskritischen Rachethriller ist halt dann Exploitation-Reihe geworden. Und im Endeffekt ist Entschuldigung, ist der wieder vom Fett Alvarez oder ist der jemand anderer am Regiestuhl? Nur produziert.
Nur produziert der Rodo Sayuages hat da Regie geführt. Also, es tut mir leid, ich habe wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Ich habe wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Aber er hat die Musik hat wieder der Rocky Banos gemacht. Ich habe wahrscheinlich das auch falsch ausgesprochen. Der, wo er bei dem ersten Don't Breathe und Evil Dead schon einen Soundtrack gemacht hat. Also es ist hübsch alles gleich, nur der Regieposten hat gewechselt und der Fade Alvarez ist quasi nur noch fürs Drehbuch verantwortlich. Okay. Aber im Endeffekt haben wir es jetzt so, dass wir auf der Seite von dem Blinden sind. Machen wir das im ersten nicht? Ja, bis zum Schluss dann schon. Ach so, also das okay, Schluss war dann schon so, dass ich gesagt habe, ja, finde ich jetzt nicht cool. Aber sie haben jetzt quasi so einen richtig fiesen Typen, der wo noch fiesere Typen zur Seite gestellt kriegt, den er einen Gar ausmacht. Und man kann jetzt meinen, okay, der Blinde, er geht jetzt ab wie der Daredevil oder was weiß ich. Also das wird schon recht bodenständig gehalten. Also er ist jetzt nicht der blinde Superman. Er muss schon einiges einstecken und Ding, aber wie er sich dann allerweise zur Wehr setzt, wie er dann wirklich mit seiner Umgebung interagiert und so, finde ich ziemlich cool. Die Gewaltschraube ist auch noch mal richtig angezogen worden. Ist jetzt auch kein Splatterfest, also wie gesagt, der ist zwar ab 18 frei, aber wie gesagt, wenn man ein wenig Augen zuzwickt hätte man ab 16 auch durchwinken können. Es sind, wie gesagt, ein, zwei Sachen dabei, die ein wenig grob sind, aber naja. Wenn man das ein wenig so im Kontext sagt, hätte ich gesagt, das hätte jetzt ein 16-Jähriger hätte jetzt das auch verkraftet. Ich habe mit meiner Frau geschaut und die hat auch nicht, ist auch nicht aus alle Wolken gefallen, die wo normal so krasse Gewaltszenen nicht mag. Aber ich kann euch empfehlen, also der hat gerockt. Ja, ich schau mal morgen im Kino. Wir haben uns gestern den ersten nochmal eingebaut und morgen rumpelt man ins Kino. Lauft wieder fast nirgends bei uns heraus dem dreckigen niederbayerischen Outback. Ja. Jetzt müssen wir um 17.55 Uhr auf Pfälz-Bibergummi fahren. Was ist für Scheißzeit? 17.55 Uhr. Ja, das kriegt sie schon hin. Für die alle kriegen wir sie, aber was soll denn das? Warum kann ich nicht einfach normale Spielzeiten haben? Am 8 Uhr, schaut's nicht an, hätte man davor essen können, jetzt muss ich vor ins Kino und muss danach essen. Dann bin ich wieder fett wegen den Leuten, weil ich nach 8 Uhr gegessen habe. Super. Oh Mann. Immer die Schicksale. Also was heißt wie fett, noch fetter halt. Da sollte einmal Politik was dagegen tun, gell? Das sind echt die wichtigen Themen, nicht der Linksrutsch, sondern ordentliche Spielzeiten für gute Filme. Das sind die wichtigen Themen. So, Herr Laschet, Sie kann jetzt nochmal ein paar Prozente aufholen. Genau. Weniger kleine Kinder giftig anfangen, sondern lieber mal um ordentliche Spielzeiten im Kino kümmern. Das war super. So, und apropos, so, Herr Corby, Sie könnten dann weitermachen mit Ihren Ergüssig im September. Ich möchte ganz kurz ein Warleck einzwicken, schnell, weil ich habe gerade eine Push-Up-Benachrichtigung gekriegt und die muss ich schnell bringen, weil die ist Weltklasse. Und zwar Not-OP, 15-Jähriger steckt sich ganzes USB-Kabel in den Penis, weil er nachmessen wollte, wie lang sein Glied ist. Was ist mit Ihrem Kinder? Kein Lineal oder Moosbandel? Was soll das? Was ist das? Er sagt auf die inneren Werte Kind, so hat er gesagt. Ja, anscheinend. Was sind das für Nachrichten? Wir starten die Warlex mit dem Thema, dass du schon verzeihst, dass die Leute es ekelhaft finden, dass du sagst, dass Augen im Leberkass verarbeitet werden und jetzt verzeihst du irgendwas mit USB-Kabel im Penis. Was ist denn los mit dir? Na, was ist los mit den Nachrichten, die bei mir da einploppen? Warum? Ich habe nie nach Messladekabel gesucht oder selbst. Warum kriege ich die Nachrichten vorgeschlagen? Ja, aber noch männliche Glieder googelst wahrscheinlich. Von welcher seriösen Seiten kommt denn das? Das war jetzt ein sehr gutes Stichwort, das war nämlich Bildzeitung. Aha, sehr schön. Danke Bildzeitung für diese Bildzeitung, tolle Nachricht. Aber auf alle Fälle sage ich, Warleck, was ist los mit den 15-Jährigen? Kauft euch ein Lineal. In der Regel langt das. Jetzt seid ihr Start. Niemals. Mein Warleck, und zwar mein absolut geilstes Warleck mit ganz viel Herzen in dem Monat ist, ich hab Dune endlich im Kino gesehen. Und ich schaue mir jetzt dann Dune das zweite Mal nochmal im Kino an. Und ich hoffe auch in Nürnberg im riesigen Kino. Und ja, es ist genau das geworden, was ich erwartet habe und noch mehr. Also ich war erstmal total geflasht, und zwar schon innerhalb von den ersten paar Sekunden, als dann die Einblendung kam mit Dune und drunter kam dann ganz klar Part 1. Und ich hab mir gedacht, what? Da gibt's mehrere davon, das war mir gar nicht klar. Ja, mehr Spoiler jetzt aber auch nicht. Was geht's, wie man schon im Trailer sehen kann und vielleicht auch vom Namen her irgendwie ableiten kann. Es gibt einen Wüstplaneten, es geht um einen Machtkampf zwischen verschiedenen Herrschaften und einem Imperium und es klingt irgendwie so ein bisschen nach Star Wars, ist es aber nicht und es ist einfach sau cool. Ich verzeihe absolut nichts zur Story. Zum einen, ich will ja nicht spoilern, zum anderen ist die Story kompliziert. Aber es sind saugeile Schauspieler dabei und zum Beispiel der Josh Brolin, der Stellan Skarsgård, oder? Wie spricht man den aus? Stellan
Stellan Skarsgård. Keine Ahnung. Mike, sagst du? Mike, sagst du bist der beste Namenssprecher von alle. Stellan Skarsgård. Du hast gewusst, dass es Idris Elba und nicht Idris heißt. Ja, das stimmt. Also, es spielen saucoole Leute mit, unter anderem auch der Aquaman, wie heißt der? Jason Momoa. Genau. Okay, mangelnde Vorbereitung wieder mal. Mach immer Notiz. Ja, es war auf jeden Fall ein Genuss, ich hab's geliebt, ich fand's super, ich freue mich schon auf den nächsten Teil und für jeden eine ganz klare Kinoempfehlung. Meine Frau hat mich gefragt, warum wir uns den anschauen, also davor noch, da habe ich gesagt, jetzt einmal in dem Jahr kannst du mir doch einfach mal vertrauen und mit mir ins Kino gehen und danach kannst du dann sagen, Corby, du hast recht gehabt. Und das Corby, du hast recht gehabt, habe ich danach gekriegt. Also. Schon. Ich meine, auf das Wort jetzt noch. Nein, an alle Leute, ihr kennt's, beruhigt ins Kino gehen. Vertraut's mir. Und das ist ein anderes Vertraut's mir, wie es der Laschet sagt. Jetzt lass ihn mal in Ruhe. Er gibt sich so Mühe. Ja, mein zweites Warleck, ich glaube, das hat der Mike auch schon mal am Warleck zumindest erwähnt. Ich glaube, du hast es nicht direkt gesagt, aber ich habe mir die Mitchells gegen die Maschinen angeschaut. Ja. Das ist Anfang des Jahres rausgekommen und ich weiß nicht, das war so ein Tag, da habe ich mir gedacht, ich will jetzt eigentlich nichts Anspruchsvolles sagen, ich zeig mir jetzt einfach irgendeinen Animationsfilm rein und dann ist der bin ich in Netflix über den drüber gestolpert und habe mir gedacht, ja, der Mike hat, glaube ich, mal gesagt, der ist ganz witzig, dann schau ich mal den an. Hey, Wahnsinn! Der ist nicht nur witzig, der ist einfach brutal lustig und es ist schon lang her, dass ich so oft laut auflachen musste, also das kommt normalerweise bloß bei die nackte Kanone vor. Oh. Und da muss ich echt sagen, ich habe das wahnsinnig genossen. Es sind so viele coole Anspielungen an Social Media drin, an das Handygedöns von sämtlichen Jugendlichen und der Humor trifft einfach genau das, was eigentlich unseren Podcast fast ausmacht, bis vielleicht auf das Familienfreundliche. Ich fand jetzt den Film schon ein bisschen familienfreundlich. Den Film, ja, aber unseren Podcast nicht. Also. Der nicht. Nein, der nicht. Habe ich irgendwas falsch verstanden. Mein Bruder hat letztes Mal gesagt, weil ich eine Folge von uns Probe gehört habe, ja, ich möchte weiter einen Corby und einen Kani hören. Sag ich, nein, das hören wir uns nicht an, weil der Kani und jetzt das zweite Wort beim Kani ist scheiße und kruzifix. Nein, das kann ich mit den Leuten nicht anhören. Geht nicht. Heide, wir sind mal altersübergreifend. Ich schneide jetzt dann die Folgen so, dass ich einfach einen Kani dann weglasse, dann kann er sich das Ganze hören. Genau. Die kindgerechten Folgen, die sind dann mit mir ohne mich. Genau. Mit ohne mich. Ja, um was geht's in die Mitchells gegen die Maschinen? Es steckt im Namen. Also Leute, überlegt's doch einfach einmal. Ja, das stimmt. Die Mitchells, das ist eine Familie, die sind auf einem Roadtrip und wie es halt in jeder anderen normalen Handlung beim Roadtrip so ist, wird gerade in dem Moment eine neue künstliche Intelligenz in Form eines Roboters vorgestellt und die Roboter flippen aus und wollen die Welt erobern. Und ja, das ist der Film. Und lustig. Und lustig. Er ist auf jeden Fall lustig. Also für jeden, der mal wieder richtig laut lachen will, den anschauen. So, und mein letztes Warleck, das ist dann auch wirklich der Schluss der Folge und eventuell sagt der ein oder andere von euch, oh ja, das ist auch mein Warleck. Wir haben am letzten Wochenende bei einem befreundeten Podcast mitgemacht und zwar beim Fürchtenlehren. Wir haben nämlich die zwei Schaffer des Fürchtenlehrens, den Josh und die Maike, ich wollte schon sagen, interviewen dürfen, das stimmt gar nicht, wir haben mit ihnen ein Quiz durchgeführt, weil deren erstes Semester vom Fürchtenlernen ist vorbei. Sie haben sich selber auferlegt, dass sie Fürchtenlernen wie ein Semester aufbauen. Der Podcast startet mit einer dreckigen Lüge und zwar, sie haben gesagt, sie machen nur 17 Folgen und naive Corby hat sich gedacht, ja, zu vorbereiten für die ganzen Fragen, brauchte sie bloß 17 Folgen anhören. Sie haben dann gesagt, ja, wir machen 17 Folgen und ab und zu eine Bonusfolge. Es gibt mehr Bonusfolgen als Hauptfolgen. Jede Folge dauert mindestens eine Stunde, wenn nicht 2 Stunden. Und ja, ich bin nicht ganz durchgekommen, aber wer mal wieder was übers Horrorgenre und über Gore was lernen möchte, der darf gerne im Fürchtenlernen reinhören und wer da einen Kani und Corby als als Quizmaster Squirtmaster. Als Quizmaster miterleben darf, der hört da bitte rein. Ein paar Fragen sind von Mike. Wir erwähnen auch ganz oft den Mike, aber Mike hat leider keine Zeit gehabt. Na, und ich bin ja unglaublich neidisch. Also die Folge ist wirklich ganz stark geworden. Ich habe das vorhin eingangs schon gesagt, dass ich wirklich begeistert bin, wie ihr das abgezogen habt. Und allgemein, also ich
ich kann mich da nur anschließen, der Fürchtenlehren-Podcast ist einer von meinen Lieblingspodcasts zurzeit, weil die Maike und der Josh wirklich super gut informiert sind jetzt mal und es ist jetzt mal eine Schau und man kann als alter Fuchs immer noch was lernen. Richtig. Bin ich auch dabei. Ich hab die Dinger dann auch in kürzester Zeit durchballert und haben oft gedacht, Alter, wie viel Wissen über Gemälde und Brutalität in Gemälden zum Beispiel kann man eigentlich haben? Braucht man das? Nein, braucht man nicht, aber es ist geil. Also vor allem Hut ab vor der Maike, die zumindest die Folgen, wo ich gehört habe, da hat sie sich am meisten immer drüber informiert und Sachen aufgeschrieben. Also echt nicht schlecht. Ich bin mir teilweise vorgekommen wie tatsächlich im Studium und ich weiß jetzt, was Gore ist, ich weiß jetzt, was Horror ist. Endlich verstehe ich, was der Mike und der Kani da so labern. Und, das bezweifle ich nur, dass du was verstehst, aber okay. Ja, vor allem ist muss die Maike unglaublich hart im Nehmen sein, wenn sie sich das ganze Zeug da wirklich anschaut und anhört und was weiß ich, das ist schon, ja, haben unglaublich harte Sachen dabei und die Mädels, die sich in meinem Dunstkreis befinden, die taten sowas nie, nicht einmal mit der Beißzange angelangen. Ja, aber du musst ja sagen, die zwei haben ja gemeint, dass unser Podcast voll geil ist und sie haben sofort, wo sie überlegt haben, ja, wer kann jetzt da die Fragen stellen und uns dacht, das ist eigentlich schon fast wieder seltsam. Na, warum? Das bestätigt ja, dass wir der beste Podcast der Welt sind. Yeah. Puh. Nicht seriös, aber dafür die Besten. Das ist auf jeden Fall mein letztes Warleck für heute. Ich habe also 3 richtig geile Warlecks gehabt und das Kinoerlebnis noch mit dem boah, na, das ist der für Boniface. Mehr davon. Ja. Wenn etwas so im Kino laut ist, ist okay. Wenn du im Kino gerade unseren Podcast hörst, melde dich. Genau, du mit Landshut, wir waren mal in Landshut im Kinopolis, Saal 5 war das, du bist ungefähr 2 Reihen vor uns gesessen, ein bisschen links vor uns, wir waren in der letzten Reihe hinten, das hört jetzt auch wie so ein Aufruf, Spotted Kinopolis. Aber nein, wir wollen mal kein Date mit dir, gut, kann man drüber reden, weiß nicht, hab dich nicht genau gesehen, war dunkel, schmerzt mal, wenn wir uns gesehen haben, aber ansonsten darfst du ja so mal bei uns reden, weil du ein geiler Auffasst. Ich hab schon lange nicht mehr so viel lachen müssen, wenn sie an im Kino so gefreut und so geil ausflippt, weil meistens rege ich mich auf, wenn etwas laut ist, aber so ist für die cool. Vor allem der Twist kam, ich habe gedacht, aha, schau her, und der ist total ausgeflippt. Richtig geil. Ja, richtig der war geil. super. Das möchte ich gerade nochmal erleben, dass Leute im Kino richtig klatschen. Dann, ich gebe zurück an den Moderator, Mike. Ja. Und ich gebe weiter an den Kani und der soll die Leute da draußen nur erzählen, was sie noch zu tun haben. Ich habe jetzt schon so viel verzeiht, aber genau, ihr wisst es, was ihr da müsst. Teilen, liken und uns richtig geil finden. Und wenn ihr am Bullock fahrt, auf Zeiten fahren, wenn wir mir kommen, egal ob er Kolonne ist oder nicht, aber wenn wir mir kommen, dann auf die Seite. Und ansonsten posaunt es wie immer raus in die Welt. Jeder, der ein bisschen Borisch kann, der muss uns anhören, weil er niemals was Besseres hören wird als uns. Nie. Genau. Auf gar keinen Fall. Und dann hört sich nur Fürchtenlehren fleißig an. Genau. Und lest Inside Saw. Das auch. Und hört euch Fürchtenlehrer noch. Habe ich gerade gesagt. Ah, da war's kurz weg. Ah, okay. Aber Herz Fürchtenlehren. Genau. Ja, also hört euch Fürchtenlehren an, aber erst nachdem ihr all unsere Folgen gehört habt. Und der Kani ist momentan dran, eine Stellenausschreibung zu erstellen. Gell, Kani? Ja, Falle. Ja, für unseren Podcast. Also jeder, der umsonst uns unterstützen will. Ist ja nicht ganz umsonst, gell? Ich vergiss immer, es gibt Ruhm und Ehre, ja. Genau, es gibt Ruhm und Ehre, ihr habt Privilegien, dass ihr mit uns vielleicht Review-Exemplare anschauen könnt, vielleicht zu einer Pressevorstellung ins Kino mit rein dürft, vorab. Was müsst ihr dafür kennen? Es müsst dafür irgendwie cooles Online-Marketing kennen und uns da mal schreiben, hey, ich kann das, was machen wir? Genau, richtig. Weil das, was machen wir, das können wir eigentlich auch nicht beantworten, sondern ihr seid ja schließlich uns Helfer. Genau, wir haben keine Ahnung. Wir brauchen nur jemanden, der sich mit Marketing und Online auskennt. Bei mir kapieren wir beides nicht. Sind wir froh, wenn wir uns da zum Aufnehmen treffen können. Nicht, dass wir am Ende wieder als seriöse Filmseite bezeichnet werden. Um Himmels Willen. Gott, so einen Scheißdreck habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ohne Schmarrn. Ohne Schmarrn, das ist so ein Käse. Aber gut. Anscheinend haben wir uns ins falsche Licht gerückt. Da sind wir selber schuld. Werden wir uns verbessern. Ja, wir versuchen es. Dann sagen wir auf alle Fälle merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre und Servus.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Ich habe gerade drauf gewartet, ich hab gemeint, das kommt jetzt nicht mehr, jetzt war ich ein bisschen geschockt. Ja, genau, dann macht's es gut.